Goedemorgen. Het is goed in jullie met te zijn. Wo stark als tien gewassen? Ik heb van jou middenvrouwen voor ons. En dat is de eerste voor ons. Wo stark als tien gewassen? Wo stark als tien conscience? Oder ist tien gewassen te zwak? Een woord laat du een invloed hebben op die gewassen. Ik wil van jou reden van wat God zijn woord zegt over dat gezaad, over ons gewassen en dan nog over den Heiligen Geest en wat alle opschoven doen. Wat zijn die? Wat gaan die over rein? Wat gaan die niet over rein? En wo kunnen ons gewassen den Heiligen Geest terugholen oder den hinderen? En wo kan de Heilige Geest ons ons gewassen schaffen? En ik wieder nu dort gehoord, ik heb nog een vrouw wat jullie met ons leven te doen heeft. We hebben bij deze deel de niedere fattige wat van deel ramvoeren. Er hebben vele dingen wat ons helpen doen op de route. Was de fattige de breken omrecht voor hem. En zo, ik dacht ik wilde hier een beetje een bijspel maken met fattige. En met wat alles hand hebben we hem op de route houden. En wo dat gezaad en ons gewassen en de Heilige Geest ons helpen doen in ons leven. Zo wil ik dat die uitlezen bij hem voren. Fingst die nog maar op de schiller bezitten rood, of fingst die nog maar in de ditch ben. De van wat we nu voren doen, is niet moeilijk zijn niet. Maar die heeft al irgendwo de baan wat weten dat, wo de kanten van de roeden zijn, wanneer de strepen zijn. Wanneer hij te dicht bij de kant komt, dan vangt hij hem uit te blozen van baan, uit te bieten. Maar hij is streven dat. En wordt niet voor je de reizen omstier van een te dicht bij komt, die gaan vielleicht een fortje. En wordt dan niet omrecht zelfs zich treven, wanneer hij uitlezen dat. De ganz nieuwste fortje wordt van de voren zich zelfs. Zo krijg je als nieuwe sensors en die ons helpen op de route. Wat helpt ons in ons christelijke leven dat we recht leven doen. Nu gaat zijn woord. Zo mij wordt kort gevraagd wat de onderscheid wordt tussen ons gewassen, ons conscience en tussen den Heiligen Geest. En wat hij in ons schaffen doen. En wat ik dat woord te irgendwem explaining. En als ik de Luther even nu dag in aanvang in de Bijbel aan te kijken, te mij de vraag met bekend maken, daar heb ik gewoon dit is een example van fortia. So, wo schaffen de dingen wat God ons gegeven heeft, dat we zelfs niet uitlezen en waar we leven. De vrouwen hebben niet antwoorden, bitte wie in God zijn woorden aankijken doen. Wanneer je in de Bijbel met gaan, ik lade je wel eens aan, nu Römer kapitel 2 te draaien. Dat zijn de eerste versen, nu wat ik kijken wil. So door schrift Paulus, nu de Römer. En dat zegt u dat alle mensen een dag worden onvergeven kunnen voor God doen, voor zijn rechterstel. En nu wordt hij de recht rechten. En de 12e, maar de 15e vers van Römer kapitel 2, du redt de apostel Paulus van 3 dingen. De 3 dingen zijn 2 gezaten en dan ons gewassen. So het eerste gezat is de bitterste gezat. Zijn de geboten, het bitterste gezat zijn de geboten wat hij Moses op de boy gegeven had voor de Israëlieten. En wat Luther de profeten, met wat de profeten schreven deden. En dan nu die in het Nieuwe Testament doen met aan. Dat is het bitterste gezat wat we kan doen.
Aber hij redt ook nog van een ander Gesetz. En dit Gesetz sagt, hij heeft jeder Mensch op dem hart. En don't als dat andere Gesetz kan dat. Römer Kapitel 5, Versen 12 durch 15, da lesen sie steht, wer ohne Gesetz gesinnigt haft, wird ohne Gesetz verloren gehen. Wer dort Gesetz haft und doch sinnigt, wird durch das Gesetz verurteilt worden. Vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz hören, aber die tun, was das Gesetz sagt. Von welcher, die das Gesetz nicht haben, ut nicht gewassen tun, was das Gesetz sagt, dann sind sie, wenn sie das Gesetz nicht haben, sich selbst das Gesetz. Sie bewiesen damit, dass an dort am Hart geschrieben ist, was das Gesetz verlangt. Und ihre Gewassen bewiesen dasselbe. Auch ihre Gedanken verklären sich ihnen unter, oder heiten Gott, was sie tun. So kriegt es ans Körper Fehlungen hat und wie es uns der Unterschied zwischen Wohltau und Gesundheit, Krankheit und Gesundheit, zwischen heiß und kalt, zwischen maglich oder unmaglich, was an Geschmack lässt oder nicht, oder was schön schmeckt oder nicht. Und diese Schrift hier sagt, dass uns jetzt auch was hat, was uns wiesen wird in uns Leben, was gut ist und was schlecht ist. Das Gesetz wurde ab uns hart erst abgeschrieben. Und das Gesetz hat jeder Mensch, und don't aus der Ungott glauben oder nicht. Die wollten wenigstens was gut ist und was schlecht ist. Aber wofern du jetzt zwischen zu unterscheiden, ist verschieden. Und dort hast du dann mal ans Gewassen. Und Wort ans Gewassen anstellen wird. Wie kann uns Luten ans Gewassen von irgendwas anstellen, von den Dingen, was wir hören von Menschen, von was wir verspellhören tun, was wir Luten in unsere Ohren ankommen durch TV oder andere Dinge. All diese Dinge können uns Gewassen anstellen, wenn wir das selbst nicht mehr anwollen tun. Der 15. Vers hier sagt, dass uns Gewassen beweist das selbe und unsere Gedanken verklären oder halten sich ihnen unter Gott, du nu aus der tun. Gott oder schlecht. So, weil jeder Mensch das Gesetz dann hat, und weiß, was gut und schlecht ist, wenigstens wasset. Als das ähnliche Gesetz für uns genug. Ja, viele angelaufene Menschen von der würden ja sein zu der Frau. Die sagen, da wird zu sein, dass es nicht nötig ist, an Gott glauben, um die Wege in fernes Leben zu führen. Dass er nicht mal so reich in Unterschied ist zwischen ein Mensch, der einen Glauben hat oder nicht, was sie gut oder schlecht leben tun. Wir glauben, sie führen ein gutes, gesundes Leben, ohne ein Glauben an Gott. Und was sie jedem fährt, dort viele Christen schlechter tun als die selbst. Sie nehmen den Testimony von Wasser, was die Christen beim Namen allein nahen, über Gott sein Wort zu wenig gehorsam sein. Und holen den fair. Oder wenn die Christen sind, die erreichen Gott sein Leben tun, über einmal ein bisschen fallen tun, wegen wie Sinn oder die brauchen dann die eine Zeit haben, der Punkt mehr. Aber wir brauchen nicht wie in der Bibel verlinken, was wir das sein, dass das nicht so ist. In 1. Mose Kapitel 6, wo Gott sich bestimmt hat, die Welt mit Wut zu vernichten, sagt er in der 5. Vers, dass der Herr sagt, dass die Menschen sehr böse auf ihr wären. Und dass ihre Gedanken bloß den Titel ihrer schlechte Gedanken wären. In Jeremia Kapitel 17, Vers 9, du sagst auch, wer kann das verstehen, dass Menschen so hängerig und verderben sind? Und
Diese Frage ist messen wird klarer, aber gesagt, auf Englisch was auf Deutsch. Sagte, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So uns Hart ist von Fuß an nicht reich eingestellt. So du hast einen Unterschied zwischen einer glaubenden Person und einer unglaubenden. Und der Unterschied ist, wo und mit Wort wir uns die Wassen luten anstellen. Wenn das anderliche Satz allein mit uns die Wassen taub, gut leicht Hand und Herz reden, würde nicht, wenn der nicht gut gewesen wird. So von uns in der Tür weit wie nicht, wo schlecht uns die Wassen sich selbst kann worden. Und besonders, wenn wir uns in der Tür wollen nur gehen, so ist der Fall hier in 1. Mose 6, in Jeremia 17 sein dann. Wir wollen da einfach blind nur. Deswegen können Menschen leicht sagen, dass er oder so sei reich hat, wenn es aber nicht so ist. Epheser Kapitel 4, Versen 18 und 19 reden wir auch von ungläubigen Menschen und wo blind die sind. Der 18. Vers fängt an, mit ihren Gedanken griffen sie im diesen Raum und haben keinen Anteil an das Leben von Gott. Weil sie von Gott nicht weiten und am Hart blind und verstockt sind. Sie sind stumm geworden gegen alles, was ihnen nicht gewesen an sein können. Sie leben hierher und luten sich an abscheuliche Sachen gönnen, ohne sich zu schämen. Und das ist uns, glaube ich, gut bekannt, wenn wir uns rumkicken tun, nur der Welt und würde sich abstellen tun. Rechts ist wie sein tun mit Abortion, mit angeborenen Kindern, so dort mehr. Sie wissen selbst nicht, was gut und schlecht ist. Und sie glauben das nicht, dass jeder Mensch gemerkt ist in Gottes Ebenbild. Das ist mal ein kleines Beispiel von der Menschheit. Über Gott wisst ihr all, er hat die Welt mögt, er hat die Menschen mögt, dass es sind, wird geben. Und er wisst auch, dass wenn er würde alle Menschen vernichten, mit der Überschwemmung, zu neuer seiner Zeit. Und alle Menschen würden luten sterben, bitte nur in seine Familie, dass dieses Problem nicht so leicht wird weichgehen. Und uns wird immer wahrer und immer klarer gewesen im Alten Testament, was mit Menschen tut. Futz nur das, in seiner kalten Zeit nur die Überschwemmung, so wie was die Menschen das nächste tun. Sie wollen sich in großen Tarn bauen und sich erheben, über Gott. Das ist in 1. Mose Kapitel 11. Das muss, wenn wir bei Israel kommen, dort Gott uns das nächste Part von seinen Plänen wiesen wird. Das anderliche Satz, das wir in der erwarten, aber dort halt noch nicht genug. Wegen erwarten wir ganz verstärkt. Und wenn wir bei Israel kommen, dann sagen wir, Herr uns dann das nächste Part von dem Gesetz, das geschriebene Gesetz. Das bitterste. Erstlich mit den Geboten, dann mit den Propheten. Und nun habe ich die ganze Schrift dazu. So das beste Ding, was wir tun können, wenn uns was an unseren Körper wollt, ist, dass wir untersuchen, dann wird fertig merken, was erreicht ist. Und nicht uns bloß zu betreiben, wenn wir wollen auch haben. Was wir es nicht mal erfüllen tun. Und wenn unsere Säule auch so viel mehr wird als unser Körper, dann wollen wir auch sagen, du nur gucken, was unsere Säule das anstellen. Oder nur wo die langt. Und das ist das, was Gott die Geboten dann geben wird. Und das, was den ganzen Wort für uns tun. Die wirken uns immer wieder ab, das wird uns in unser geistliches Leben weitert. Oder wird uns zum Guten tun.
So hij jaf ons dort wordt dat innerlijke zaad in Menschen nicht können für sich selbst fertig machen. In 5. Mose Kapitel 6 sagt Gott den Israeliten, dass die erkennen sollen, dass gesagt lernen, von jung an, was die ist abgewachsen sind. Er sagt von der 4. Vers, harche Israeliten. Der Herr und der Herr allein ist uns Gott. Die sollen dem Herrn jenen Gott mit jenen ganzen Hart Gott sein, und mit jenen ganzen Seil, und mit all jenen Kraft. Diese wird, der ich ihnen von der gebe, soll je nicht verlieren. Schwappt jene Kinder ab mit euch. Redet von euch, wenn ihr in Hüs seid. Und wenn ihr reisen, wenn ihr in Dulein und wenn ihr abstun, bringt ihr ohne Hund ab ein Sadel, und um Stieren und ein Hängsel, und schrieft ihr und deren gerecht, und unter Put zu jene Stadt. So Gott will das erste Platz in der Leben haben, und auch den ersten Platz holen von einer Generation bei der nächste. Er will haben, dass sie sollen dort gehorsam sein. Und doch wisst er, dass gesagt selbst nicht wird kann und gehorsam machen. Und so weiß er uns dort durch das ganze Alte Testament ganz was wie es bei Jesus kommt und er dann das nächste Part von seinem Plan offenbaren wird für uns. Und dann weiß er uns dort durch Jesus und durch den Heiligen Geist, was dann wird kommen, wo wir die Kraft kriegen, das Gesetz nie zu fallen. Kriegt es Jesus dort erfahren, die auf uns nie auch die Kraft, dort zu leben. In Galater Kapitel 3, wenn ihr auch durchandrehen, die sind auch 2 Versen, wo ich will mit übergehen. En sind die 23. bis die 25. Vers. Du sagst, dass alle die Glauben kam, hat er gesagt, die Hund über uns. Aber uns die Glauben soll festgestellt werden. Das gesagt wird durch, uns zu belehren, was Christus kam. Dass wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Nie über dass der Glauben gekommen ist, stu wir nicht mehr einen Absagter, der uns belehren macht. So, auf Englisch in Wortübersetzungen sagt du so, dass der Absagter, das ist uns Lehrer, uns Teacher. So dass gesagt wird uns Lehrer, aber Jesus ist kommen will, uns alles zu offenbaren, was er geplant hat. So dass innerliche Satz, zu jeder Mensch habe ihr die Chance, mit dem gewissen Taub, was wahre geboren oder nicht. Überreicht angestellt kann uns gewissen nicht sein, bitte in einem Umfang Gott sein Wort anzunehmen und zu glauben. Und wenn er erst mal durchkommt, dass wir an den Sinn reich zu sein kriegen, und dann im vollen Glauben nur Jesus kicken, dass er an den Sinnen betont hat, dann errat er uns durch den Heiligen Geist. So erst kann der Heilige Geist bloß von Bieten und anschaffen, durch sein Wort, und was es uns zu offenbaren, was es klar zu machen. Über was wir schwache geboren sind, was wir erst gerat sind, kann wir die tiefsten Dinge noch nicht verstehen, was Gott uns wiesen will durch den Heiligen Geist. Wenn er erst an uns wohnt, dann kann wir viel mehr verstehen als er. Das glaube ich, wieso Jesus sich so freuen hat, als er zu seinen Jüngern sagt, dass es nötig wird, dass er weichgehen hat, dass er Tränen im Futter fahren hat. Deswegen er will uns den Helfer, den Heiligen Geist geben. Johannes Kapitel 14, Vers 26 sagt Jesus über die Tröster,
de Heilige Geest, den de Vader aan mijn noemen schenken wordt, die wordt jint alles leren. En jint aan al dat denken houden wat ik jint gezegd heb. Mir denkt dat nach, als mir zum ersten Mal gesagt wordt, dat ik dat kan weten, dat ik kan im Himmel fahren und dat ik geraad werden, dat Jezus meine Sinnen hat vergift. Ik geloof dat der Zeit noch nicht. Mir war dat ook einmal gelehrt, mir war gesagt, dass einer das nicht weiten kann, dass einer bloß hupen muss. Dat vielleicht hat einer genug Geld getan. Aber mir war dann gefragt, dass ich würde nur Römer Kapitel 10, Vers 9 und Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9 kijken. En bloß du nur kijken en zijn wat ik doe van de Versen geloven deed. En maar dan die mir dat nog een stoot, wat ik dat is geloven deed, wat ik geschreven deed. Maar een ding wat ik dan nog niet wist, is dat de Heilige Geest in de Schrift, in de Bibel, waren keinmal geen einander zijn. Die waren allemaal stem. De Heilige Geest wordt ons keinmal wat leren, wat wijzen, en de Bibel wordt niet zo is. Wanneer we met ons hart op ihrem zieken doen, en nu God vertrouwen doen, dat hij ons dat wat wijzen, we worden keinmal verloren worden, wegen in de Bibel is einfach, wir denken an, dass die Bibel ist geschrieben von mehreren Männern über tausende Jahren. Und diese Bücher sind alle abgestaltet und das sind Männer, die geschrieben haben. Aber was wir vergessen tun, ist, dass die Bibel ist geschrieben einfach von den Heiligen Geist. Das heißt, Menschen werden gedreven durch den Heiligen Geist und die schreiben bloß dort durch, was der Heilige Geist ihnen gesagt hat. Aber ich verstehe danach nicht, dass ich nochmal bloß ein natürlicher Mensch werde, noch nicht ein geistlicher Mensch. Ich bin noch nicht wiedergeboren, so diese Dinge kann ich noch nicht taubstellen, würde ich taubschaffen deuten. Und ich wüsste das noch nicht, wenn ich das wieder nicht bloß nur eine Farbe kicken deut, oder das, aber leider die Schrift mit der Schrift sein zu verstehen. Die Bibel wird immer stammen, wenn eine Mire steht, da kicken das. In 1. Korinther 2, Vers 14 redet auch von einem natürlichen Mensch gegen einen geistlichen Mensch. Der Vers sagt, dass bloß ein geistlicher Mensch kann die selben Dinge von Gott verstehen. Bloß wenn wir den Geist in uns haben, kann er uns diese Dinge wieder aufmerken. Er sagt in 1. Korinther Kapitel 2 schrift Paulus in der 9. bis der 16. Vers, über Gerüd so als geschrieben steht, wo keine Uhr gesehen hat, und keine Uhr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat Gott uitgemerkt für die, die am Gott sind. Uns hat Gott dort weiten lassen durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Willst der Geist forscht alles nu, sogar Gott seine tiefsten Geheimnisse. Wer von den Menschen weiß, was ein Mensch denkt, bitte sein Geist, der in ihm ist. Gerade so weiß auch einzig Gott sein Geist, was Gott denken und fühlen wird. Wir haben nicht diese Welt ihren Geist gekriegt, über den Geist, der von Gott ist. Durch diesen Geist weiß wir, was Gott uns gegeben hat. Das ist dort, wovon wir reden. Nicht ein Wirt, der uns die menschliche Weisheit lehrt, aber ein Wirt, der uns der Heilige Geist lehrt. So leih wir die geistliche Wahrheiten ut für Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wer sich Gott seinen Geist nicht unterstellt,
unerstalt haft en met zijn enet verstand oordelen wil, kon dat niet verstaan wat van God zijn geest komt. Dat is voor hem aanzien, en hij kon het niet verstaan. Dat moet einfach met de hulp van Heiligen Geest beoordeeld worden. Wer vom Heiligen Geest voll ist, kann über alles oordelen. Über arm kann keiner oordelen. Dort steht geschrieben, wer hat gewusst, was der Herr im Sinn hat, oder wer kann am Rut geben? Dann sagt er wieder, wie über haben Christus seinen Geist und haben seine Gesinnung. Ich glaube, kijk in dieser Version aus der Schlüsselbahn, wenn wir nicht ganz näher weiten, was wir glauben sollen über eine Lehre, was uns vielleicht unsere Lebenszeit erst gelehrt worden. Und wir dann fing, dass die Bibel nicht ganz stimmt hat mit was uns von irgendwo gelehrt ist. So Gott will uns niemand was lehren, was nicht wahr ist, was nicht stimmt hat mit seinem Wort. Ich dachte bloß an ein Exempel davon. Umfang auch, was ich zum Glauben komme, ich weiß nicht mehr, was ich mit Wasser halten soll tun, was wir führen tun, was eine Gewand ist. Und ich weiß nicht, ob das biblisch wird oder ob das von Menschen wird. Und ich komme dann in so eine, ich los nochmal Römer Kapitel 14. Und du redest von Haljedeel und was einer mit Haljedeel tun soll oder kann. Ob du ein Gesetz ist oder nicht. Und ich muss mich selbst fragen, was tue ich mit dem, was ich hier sage. Ich habe ein Ding gelehrt, über die Bibel sagt, dass ein jeder für sich selbst kann beurteilen, was gut ist oder was nicht ist, ob es reich ist oder nicht, ob es die Matten geführt oder nicht. Aber wenn wir man immer reut sind, zum sagen, das ist, was Gott sein Wort sagt, was andere tun, die kann das tun, aber ich für mich selbst die nicht gebunden mit, wegen der Schrift sagt, nicht direkt, du mal bleiben, so steht. So, was die reut, was die selbst reut, Dinge aufzulegen, was nicht mit der Bibel stimmt tun. Oder halten wir uns lieber an die Dinge? Ich glaube, das Gesetz in unseren Horten taub mit seinem geschriebenen Wort in uns gewassen, in der Heilige Geist, alle taub, die kann uns durch diese Dinge alle lernen. Und dann glaube ich, kann wir so leben, als Gott das gefällt, wenn wir diese Dinge alle taub nehmen tun. Es sind mehrere Menschen, wenn einer drei denken, dass das Leben deuten. Und das erste da ich in Apostelgeschichte Kapitel 4, wo Petrus und Johannes viele Menschen kommen stehen. Und die sagen today, die sollen nicht mehr in Jesus in Namen predigen. Und die wiesen uns, dass du sehr klar, was das meint, so ein Leben zu führen, das ganz nur Gott sein Wort angestellt ist, was ganz unfestgebunden ist. Die wiesen uns ein Gewassen, was gelehrt wird von den Heiligen Geist und was ganz festgebunden ist und Gott sein Wort. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 19 und 20, du sagen Petrus und Johannes ist das. Aber Petrus und Johannes sehen, recht für ihn selbst, ob dort ein Gott seine Üben recht ist, dass wir mehr nur jünd harchen als nur Gott.
Dus we kan niet anders als du van reden wat we hier en gezien haben. Dan voets in het nächste kapitel, in het 5e kapitel, wat er naar hemel geworden. En dan doe in de 29e vers, du zegt Petrus weiter, wir machen Gott mehr gehorchen als Menschen. Ik hoop dat wordt Gottes leven ook zo sterk in onze harten dat we ook graag zo kunnen zijn te de mensen wat ram aan zijn. Maar ook, wanneer we overdenken doen, de cultuur en de mensen ram ons wat de Bibel en wat recht is, ganz wel wegschmieden, dat we ook weer willig zijn op te stoen en zijn, mijn hart, mijn gewissen, mijn geest, als ganz angestalt doen wat God zijn woord zegt. En dit bieden wij niet voor mensen. Nog een maand wordt het dit tijd. Wie Martin Luther. En vele van jullie waren de noem vielleicht kennen. Martin Luther heeft de Latijnse Bibel, de Latijnse schrift, het eerste overgezet nu Hochdeutsch. Zodat als de Bibel wat vele van ons kan doen. En wir op april den 18 in het jaar 1521 toen we zij ook voor een herd mensen stonden. En hij had wasse dingen gezegd. Hij weer dan nog in de katholische kerk ben. En hij vond aan de Bibel te lezen en hij vond dat ook dat wasse dingen wat hij leren duiden, de stem niet met de Bibel. Een van de dingen waren dat plus de priester kunnen de Bibel uitleggen en verstaan en dat de mensen niet zelf zullen de Bibel lezen, wegen wir als Menschen sehen die kann de Bibel nicht recht verstaan. Aber hij fängt an te lezen en hij fängt zoveel dingen wat zo klar werden, wat de Bibel zegt. En als hij dan in de Stufen aankwam, er wordt gezegd dat de wasse mensen van hen, wat de monk zaten duiden, die willen jaren gaan dat die am zullen verbrennen. Über wat hij geloven duiden, über wat hij leren duid. Maar als hij is vrijhoudt met alles wat hij design duid, zegt hij today, bitte ik überrascht war, bitte ik onderstreuen in de Bibel, was wat je hier sagen doen, waar ik mijn verstand of mijn mind niet anders opmerken. Hij zegt, hier stu ik kan zachtjes staan als dat geloven wat de Bibel zegt. En ik geloof, we kan van door voor onszelf een goede leer nemen. En bloß dan nog sluiten, wil ik bloß een beetje nog eenmaal den Beispiel merken, wat ik eerst deed van Fortia en van op ik lezen blijven. Zodat dat anderste gezegd wat we van Ben hebben, ik würde sagen, dat wijst ons bloß van ungefähr, dat er irgendwo eine Route ist. Aber wir weten nicht gleich, wo die Route ist. Und dann Gott sein Wort wijst uns gleich, wo die Route ist, wo wir boven bleiben sollen. Aber dort allein kann uns noch nicht fan 100% de boven hullen. Wegen onze Natur, die fährt nach Hammer jägen. En ons gewassen, wanneer er recht angesteld auf ist, kann uns anfangen zu wiesen und kann uns anfangen zu halten, aber zu bleiben, zu sein, was die Bibel lehren von verschiedenen Dingen. Aber erstmal, was wir den Heiligen Geist in uns haben, hij helpt uns nicht bloß wieder zu sein, kijk wo der Route ist, hij helpt uns, recht in unser Land zu bleiben. En met al deze dingen taub, wanneer je taub schaffen doen, dan kunnen we ons christelijke leven goed uitvoeren. En dan kunnen we een antwoord hebben voor mensen wanneer een vrouw en even eindenken oder het nächste. Dus ik wil je bloß moed merken.
wieder an Gott sein Wort band te blijven. Dat als we met de juist en dan schaffen dat, wanneer we zijn Wort ook te help nemen doen. Dus nog beten zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diese Dinge erwiesen hast, wenn du uns diese Dinge mal Sachen wiesen hast, wie sind das Kinder, uns uns fehlt, dass wir vielleicht stärker wie Dinge lernen tun. Aber Herr, wir danken dir, dass du jeden Tag an uns schaffen hast, durch deinen Geist und durch dein Wort, dass uns gewassen und in uns Verstand kann geschwappt werden und dass wir weiten, wo wir leben sollen, wo immer wir sind und manch irgendein Menschen, wo dran an sind, was dort glaubende Menschen sind oder nicht. Herr, du gibst uns die Kraft, durch den Heiligen Geist, das alles zu tun in uns Leben. Wir danken dir für was du wieder warst und uns schaffen. In Jesu Namen. Amen.